Hey, danke euch vielmals, Team. Fast ein schlechtes Gewissen, ich kann es predigen. Du wirst es so schön gefunden, ich dachte, wir können weitermachen, aber wir machen nachher noch weiter. Ist das gut? Sehr gut. Hey, guten Morgen auf meiner Seite. Schön, dass ihr da seid, die da sind. Und ihr, die im Livestream dabei seid, oder vielleicht das später schaut, schön, dass ihr euch die Zeit nehmt für das. Genau, ich möchte mit einer Frage starten. Wer da innen isst ab und zu ein Müsli zum Morgen? Schnell Hände auf. Okay. Ich muss von euch etwas wissen. Und zwar habe ich vor ein paar Jahren etwas gelernt, das mich schockiert hat. Wer von euch macht es normal? Nimmt ein Schälchen, tut Müsli rein und dann Milch drüber leeren? Okay, alle normalen Menschen. Sehr gut. Gibt es jemanden da innen, der das Müsli-Schälchen zuerst nimmt und dann Milch reinleert und nachher das Müsli? Gibt es das? Sicher? Ramesh? Anne auch? Okay, es gibt wirklich ein paar. Hey, das Gebetsteam ist nachher für euch da. Irgendetwas ist komisch mit euch. Nein, ich habe das vor ein paar Jahren an einer Hochzeit in einem Gespräch mit dem Brautpaar kennengelernt, dass sie das unterschiedlich machen. Und es hat mich schockiert, dass es Leute gibt, die zuerst Milch reinleeren. Das war für mich so, das gibt es ja gar nicht. Was die Logik dahinter ist, kannst du mir nachher noch erklären. Ich finde, man kann es irgendwie nicht so schlecht einschätzen. Genau, es geht heute nicht über Müsli oder irgend so etwas. Aber die Wichtigkeit von Reihenfolge, was kommt zuerst, was kommt nachher, glaube ich, ist beim Müsli sehr entscheidend. Vielleicht nicht so entscheidend. Aber bei dem Thema, das wir heute reden, glaube ich, ist es mega zentral, die richtige Reihenfolge zu haben. Und der Marc hat es schon kurz gesagt, wir starten eine neue Serie mit dem Titel «Wer ich nicht bin». Es geht um Identität und herauszufinden, hey, wer sind wir und wer sind wir nicht. Wir glauben, wir haben das Thema vom Abenteuer, vom Glauben. Dass wir auf dieser Reise unterwegs sind, Jesus nachzufolgen. Und wir haben so verschiedene Sachen angeschaut, Orientierungshilfen, Faktoren von der Reise. Und ein entscheidender Faktor bist du als Reisender. Wer bist du, wer bin ich, der auf dieser Reise unterwegs ist? Und darum glauben wir, ist es etwas sehr Zentrales und hat einen mega Einfluss darauf, in welche Richtung unser Leben sich entwickelt, wenn wir über uns selber nachdenken und überlegen, hey, wer sind wir denn? Was macht denn uns aus? Und darum werden wir in den nächsten 4 Wochen das Thema Identität ein bisschen thematisieren. Jetzt möchte ich ganz am Anfang schon einfach so eine pastorale Randnotiz geben. Wir werden nicht können, in 4 Wochen jede Frage und jede Herausforderung, die wir mitbringen, können von der Bühne her lösen. Das ist gar nicht der Anspruch. Aber wir wollen ein paar Impulse geben, ein paar Wahrheiten, ein paar Sachen, wo wir glauben, hey, das ist das, was Gott sagt, über wer wir sind und wer wir nicht sind. Und ich möchte euch einfach einladen, wenn das etwas bei euch auslöst oder grundsätzlich das Thema ist, das euch herausfordert, dann kommt auf uns zu. Wir haben ein Team, das Seelsorge macht, professionelle Begleitung macht. Wir haben Pastoren, wir sind gerne bereit, das Gespräch zu führen. Aber wir werden nicht können, von der Bühne her jetzt einfach jedes Thema lösen, weil das ist gar nicht, für was die Bühne da ist. Wir können ein paar Impulse geben, einfach auf ein paar Sachen hinweisen, was wir glauben, was Gott sagt zu diesem Thema. Von dem her die herzliche Einladung, wenn das Thema schon dich beschäftigt. Erstens, komm die ersten 4 Wochen. Komm regelmäßig, sitze in die 2. Reihe, dass du nicht abgelenkt bist. Einfach komm, hol dir die Inputs und nachher, wenn du mehr Fragen hast, Begleitung brauchst, dann komm auf uns zu. Und wir machen das sehr, sehr gerne. Genau, ich darf so ein bisschen als Start in dieser Reihe darf ich ein bisschen Definitionssache machen. Definition von Identität. Und wir sind zu den Quellen von aller Wahrheit gegangen, das ist Google. Meine Kinder sagen regelmäßig, wenn etwas nicht weiss, sagen Google it. Und sagen, Google weiss einfach alles. Aber wenn man auf Google mal so ein bisschen anfängt zu suchen, was sagt denn das Internet, was sagen verschiedene Quellen, was ist denn Identität? Schauen wir zum Beispiel Wikipedia an. Wikipedia sagt, Identität ist die Gesamtheit der Eigentümlichkeiten, die eine Entität, einen Gegenstand oder ein Objekt kennzeichnen und als Individuum von anderen unterscheiden. Also Wikipedia sagt, Identität ist das, was dich ausmacht, das, was dich anders macht zu jemand anderem, was sie unterscheidet. Und jetzt überlege ich, ja, ich könnte mehr, oder ich nicht, aber theoretisch könnte man mehr in chemische Bestandteile aufteilen und kann sagen, ja, das ist so viel Prozent Salz, so viel Prozent Fett, so viel Prozent Wasser, was auch immer. Wir können molekularisch aufsplitten und sagen, das ist der Simon. Wir können die DNA von mir nehmen, die ist einmalig. Niemand hat meine DNA. Und kann sagen, das ist der Simon und das ist meine Identität. Aber wir wissen alle, dass wir mit Identität mehr meinen, als nur das, was mich ausmacht, was meine Eigenschaften sind, sondern wir meinen noch viel mehr, nämlich mein inneres Leben. Und wenn wir zum Dorsch gehen, das ist das Lexikon von der Psychologie, der beschreibt Identität folgendermaßen: Identität beschreibt die Art und Weise, wie Menschen sich selbst aus ihrer biografischen Entwicklung heraus
in der ständigen Auseinandersetzung mit ihrer sozialen Umwelt wahrnehmen und verstehen. Das ist ein bisschen kompliziert geschrieben, aber ich glaube, der Essenz davon ist, hey, es ist nicht nur, was uns ausmacht, wie wir gebaut sind, wer wir sind, sondern es ist auch das Erlebnis, das wir haben, wie wir unsere Geschichte erleben, wie wir sie interpretieren, unsere Gedanken, unsere Biografie und wie wir das Ganze verstehen und einordnen. Das macht auch schon Teil unserer Identität und wer wir sind. Und dann vielleicht noch eine dritte Quelle vom Bundesamt. Die Eidgenössische Migrationskommission hat auch eine Beschreibung gemacht von Identität, die noch einen anderen Aspekt highlightet. Und ich finde es ist schon fast poetisch, philosophisch geschrieben. Es ist wirklich wunderschön. Dort steht, es besteht ein Grundkonsens, dass Identität nicht naturgegeben ist, sondern einem fortlaufenden Prozess unterliegt und dabei bewusst oder unbewusst geformt und beeinflusst wird. Und jetzt kommt ein poetischer Satz. Man wird erst, wer man ist. Dieser Prozess ist nie abgeschlossen und die eigene Identität ist stets vorläufig und fragil. Genau, so kommt noch der Aspekt dazu von der Identität. Das ist nicht etwas, wo wir einmal uns damit auseinandersetzen können und dann haben wir das für ihn, sondern es ist etwas, was sich verändert, wo sich bewusst oder unbewusst immer wieder verändert und weil die Geschichte ja weitergeht und wir immer wieder mit dem auseinandergesetzt sind. Jetzt, ich finde jetzt keine Definition absolut perfekt, aber ich glaube, so die Gesamtheit von diesen 3 Sachen zusammen gibt irgendwo so ein Bild, von was es bei der Identität geht. Das ist so, wer ich bin. Das macht sowohl mein Körper, das macht sowohl, wer ich bin, meine Geschichte aus, aber auch mein Innerleben, meine Gedanken, meine Werte, meine Überzeugungen. Und es ist veränderbar. Es ist etwas, was mir einmal geben wird und dann bleibt es für immer, sondern es bleibt veränderbar. Ich finde jetzt den Begriff fragil finde ich schon fast ein bisschen zu zerbrechlich, aber es ist veränderbar und es bleibt nicht immer gleich. Genau, und noch ein bisschen, das ist jetzt nicht mega zentral, aber ich finde es noch spannend, ich habe in der Vorbereitung so ein Buch gelesen, wie sich Identität und die Entwicklung von Identität, wie sich das verändert hat über die letzten 150, 200 Jahre. Vor etwa 200 Jahren, nicht, dass irgendjemand von uns dann gelebt hätte, aber wir können uns das glaube ich alle vorstellen, vor etwa 200 Jahren bist du in die Welt hineingekommen und Geografie, Beruf, deine Familie, deine Klasse, ganz vieles war einfach vorgegeben und hat sich nicht mehr verändern. Ganz vieles war von außen bestimmt und du hast in ihnen gelebt und hast einfach mit dem abgefunden. Du hast nicht auswählen, ob du möchtest da wohnen, ob du möchtest diesen Beruf und so haben, sondern das ist erst in den letzten etwa so 150, 200 Jahren, wo wir viel mehr Freiheit gewonnen haben, wo wir uns frei bewegen und freie Entscheidungen treffen können. Und das hat sich stark verändert, dass wir früher ganz eine feste Identität von außen bekommen haben. Das Familie, Umfeld hat bestimmt, wer du bist und mit dem musst du leben. Und durch die vielen Freiheiten, die wir bekommen haben und dass die Welt kleiner geworden ist, also nicht physisch kleiner geworden ist, aber die Distanzen sind kürzer geworden, haben wir viel mehr Freiheit bekommen. Und Identität ist viel ein fluiderer Begriff geworden. Das ist etwas, was du selber anfangen zu bestimmen. Und darum haben wir angefangen, mehr reinzuschauen. Unsere Gefühle, unsere Werte, wer sind wir wirklich, finden wir jetzt bei uns innen und nicht mehr außen. Und ich sage das nicht, weil eines von diesen beiden richtig oder falsch wäre. Ich glaube, beide haben ihre Daseinsberechtigung. Aber ich zum Bewusstsein haben, okay, wie wir heutzutage Identität suchen, dass wir nur reingehen, ist eine Entwicklung, die es erst in den letzten paar Jahrhunderten gegeben hat. Früher ist viel mehr Einfluss von außen gekommen. Und was wir als Christen glauben, was wir überzeugt davon ist, dass nicht in erster Linie Familie und unser Umfeld und auch nicht in erster Linie unsere Gefühle und unsere inneren Gedanken eigentlich den grössten Einfluss haben auf unsere Identität, sondern das, was Gott über uns sagt. Was Gott ausspricht, was Gott glaubt, was Gott sagt über dich und mich. Und darum glauben wir, eine gefestigte Identität zu haben und im Einklang mit der zu leben, das hilft uns irgendwo auch auf dieser Suche nach dem Sinn, nach der Zufriedenheit, nach der Erfüllung, herauszufinden, wer sind wir denn wirklich und anhand von dem zu leben. Und wie ich schon gesagt habe, wir suchen das nicht in erster Linie bei uns, nicht in erster Linie bei Leuten um uns herum, sondern bei Gott. Und wir glauben, dass er möchte zu unserem Leben hineinreden und uns Identität geben. Und über die nächsten 4 Wochen werden wir so 4 Faktoren oder 4 vielleicht Statements, die häufig unsere Identität sehr stark beeinflussen, ein bisschen anschauen und vergleichen, was sagt denn das Wort von Gott? Was sagt denn Gott über das? Und heute ist der Titel der heutigen Message ist, ich bin nicht oder ich bin, was ich leiste. Also ich bin,
sagen gewisse, ich bin, was ich leiste, ich bin, was ich mache, oder eben, ich bin nicht das, was ich leiste. Und ich glaube, wir kennen es alle relativ gut, oder? Wir leben in einer Gesellschaft, grundsätzlich die westliche Kultur, aber besonders in der Schweiz, wo wir uns sehr, sehr stark identifizieren mit dem, was wir machen. Mit unserer Leistung, mit wie gut wir sind. Und das wird uns schon relativ früh wird es schon eintrichtert, werden wir unsere Leistungen werden verglichen, werden analysiert, wir werden angespornt, zum gut zu leisten. Es gibt ja das Sprichwort, jeder ist seines Glückes eigener Schmiede. Oder? Also, wenn du dich anstrengst und dir Mühe gibst, dann kannst du werden, was du möchtest. Vom Tellerwäscher zum Chef. Und einfach so ein Fokus auf, hey, du kannst alles erreichen, just do it. Oder? Einfach aus dir heraus leisten und das schaffst du. Und das ist so ein Statement von, du bist, was du leistest. Das hören wir viel, vielleicht nicht so bewusst, aber unterbewusst, wir sind, was wir leisten. Und viele von uns kennen es vielleicht aus der Arbeitswelt. Also vielleicht könnt ihr noch schnell überlegen, bei euch im Arbeiten, ich weiss, gewisse von euch sind selbstständig, dort hoffentlich ein bisschen weniger, habt ihr einen guten Chef. Viele von euch oder ein paar von euch haben ein eigenes Geschäft. Aber ich würde mal sagen, die meisten von uns kennen irgendwo den Leistungsdruck, den wir drin sind beim Arbeiten. Dass möglichst viel, möglichst schnell und dass das anfängt, uns zu definieren. Je mehr du kannst produzieren, je mehr du kannst leisten, desto wertvoller wirst du für eine Firma. Und das sehen wir dort in ganz vielen Sachen bei der Arbeitswelt, wenn es ums Ellbögeln geht, wenn es ums Profilieren geht, wenn es darum geht, sich irgendwelche Errungenschaften ganz sicher zu machen, dass alle wissen, dass ich das gemacht habe. Es einfach darum geht, sich möglichst mit Leistung in den Vordergrund zu spielen. Aber das Krasse ist, dass es nicht in der Arbeitswelt bleibt, oder? Also das Leistungsdenken, das ist ja in jedem Teil von unserem Leben spielt das eine Rolle. Also ich habe mich so ein bisschen reflektiert und auch in meiner Freizeit, in meinen Hobbys, sogar in den Ferien, musst du irgendwie probieren mitzuhalten, mit wie die Fotos von den anderen in der Ferien aussehen. Du musst probieren, irgendwie möglichst coole Fotos zu produzieren in deinen Ferien. Du hast einen mega Stress in den Ferien, dass du das perfekte Foto herbringst, weil du irgendwo noch hast das Gefühl, du musst noch irgendwie in einem Wettbewerb mit anderen Leuten. Und das zieht sich so ein bisschen durch alles durch. Ich habe der Steffi bei der Vorbereitung erzählt, als wir eingezogen sind bei uns in der neuen Wohnung, haben wir zum ersten Mal wieder einen Balkon gehabt. Und ich habe mega Freude gehabt, dachte, cooler Balkon, mache ich ein paar Pflänzchen auf den Balkon, ein paar Töpfe hergestellt, ein bisschen Samenpflanzen und so. Und dann mega Freude gehabt. Da kommt ein bisschen grün aus und so, denke ich, yes. Ich habe keinen grünen Daumen, aber es hat gelebt und das war cool gewesen. Bis ich nachher mal zum Nachbar geschaut habe. Hey, und der Nachbar, einfach so, wirklich, das ist ein Schlaraffenland. Das ist so mega schön, alles grün, voller Blumen. Im Dezember hat es blüht und was auch immer. Einfach so das Gefühl gehabt, hey, okay, krass. Und dann habe ich den Wettbewerb gespürt und dachte, ich muss schon ein Image nach Hause machen. Und habe nachher Fertilizer, wie sagt man, Dünger gekauft, aber es ist nachher mehr gestorben als gewachsen. Aber so der Leistungsdruck, er ist übrigens Gärtner, ein pensionierter Gärtner nach Hause gefunden. Es ist so, okay, gut, hast du keine Chance. Er hat Zeit und Skills. Aber ich so, in jedem Bereich von unserem Leben spielt das manchmal hinein, so der Druck vom Leisten, vom Beeindrucken, von so irgendeinem Image aufrechterhalten. Oder ja, Finanzen denkt. Ich meine, heutzutage, es ist weit erwartet, dass du kannst investieren kannst, dass du irgendwo noch ein bisschen Krypto hast und dritte Säule und du bist Experte, wie das funktioniert und wie die Zinsen, keine Ahnung. Aber einfach so, die Gesellschaft treibt uns zu immer mehr Leistungsfähigkeit. Und zwar in der Breite, das heisst immer wie mehr, probieren immer wie mehr Ämter zu übernehmen und da noch etwas zu machen und hier noch etwas und auch in diesem Bereich des Lebens müssen wir können leisten und da im Job, als Familie, als Vater, Finanzen, dann sollte ich noch soziales Engagement machen, mache ich auch noch irgendetwas, immer wie breiter, immer wie mehr probieren zu machen und gleichzeitig immer wie tiefer. So der Anspruch ist, in allem richtig gut zu sein, oder? So als Hobby spiele ich Tennis, also jetzt schon länger nicht mehr, aber früher habe ich. Und dann ist so der Anspruch, dass ich schon mit dem Federer mithalten kann. Wenn ich mal so per Zufall treffe auf dem Tennisplatz, das ist schon ein paar Schläge, so, das ist schon ein bisschen herausfordernd. Also so der Leistungsdruck von ich muss in allem muss ich richtig gut sein, ich muss möglichst viel machen. Und ich habe so eine Formel aufgestellt, und das ist, ich weiß nicht, das ist nicht abgesegnet von irgendjemandem, der ganz gescheit ist. Aber was ich auch beobachte, was ich glaube, wie unsere Gesellschaft funktioniert und uns trimmt, ist, dass die Formel von Leistung beeinflusst unseren Wert und Wert gibt uns Identität. Also wie viel wir machen können, wie viel wir leisten und leistungsfähig sein, desto mehr sind wir wertgeschätzt von anderen und desto mehr baue ich meine Identität auf das auf. Und ich glaube, das funktioniert ganz häufig so, dass wir eben
probieren zu beeindrucken und zu machen und zu tun, weil wir merken, oh, wir sind wichtig und oh, wir können etwas bringen und oh, wir werden angesehen für das. Das Problem mit dieser Formel ist ein bisschen, unter anderem, was ist, wenn du mal nicht mehr leistungsfähig bist? Was ist, wenn du mal psychisch krank, physisch krank bist? Was ist, wenn du älter wirst und nicht mehr so viel kannst leisten? Heisst das dann folgerichtig, weniger Leistung, weniger Wert, schwächere Identität? Und ich glaube, das ist eine der grossen Gefahren, dass wir eine Gesellschaft aufbauen, dass wir eine Gemeinschaft aufbauen, wo wir sagen, hey, nur die leisten und beitragen, sind wertvoll. Kinder, die akzeptieren wir noch, die haben so Potenzial zum leistungsfähig sein. Aber alte Leute werden schon langsam als Last angesehen, wo man noch so ein bisschen mittragen muss. Und ja, sie haben auch mal geleistet und darum sind wir noch ein bisschen lieb zu ihnen und tragen es mit. Aber ich glaube, es ist ein mega verrücktes Menschenbild, wo wir anfangen, den Wert von einer Person auf ihre Leistung zu reduzieren oder aufzubauen. Und da möchte ich schnell einschieben, es ist immer so ein Aber. Es gibt immer noch ein Aber dazu. Ich glaube und ich bin überzeugt davon, dass wir geschaffen sind von Gott, um einen Unterschied zu machen. Ich glaube, es ist in der DNA des Menschseins, dass er uns auf die Welt gestellt hat, um zu dieser Welt zu schauen, um sie vorwärts zu bringen, um einen Unterschied zu machen. Das ist Teil von dem, wie wir funktionieren und das ist gut und richtig. Aber wie ich vorher gesagt habe, es kommt auf der Reihenfolge darauf an. Definiert das unsere Identität oder ist es mehr ein Überfluss von dem, wo wir unsere Identität haben? Das Leistungsdenken, das ist ja das Schlimme oder das Traurige, es bleibt nicht einfach in der Gesellschaft und da vor dem Schritt 15 macht es halt, oder? Es ist nicht so, dass es einfach vor der Kirche aufhört, sondern es bringen wir überall, wo wir hergehen, mit. Und das kommt in die Kirche rein. Und ich weiss aus eigener Erfahrung, und das sehen wir immer wieder, dass Kirchen oder dass Pastoren sich eine Identität aufbauen auf dem Erfolg von ihrer Leistung. Wie erfolgreich, wie einflussreich ist etwas. Und wir können es natürlich ein bisschen mit christlichen Wörtern, oder? Die Welt verändern. Wir können es ein bisschen anders formulieren, aber eigentlich geht es genau darum, dass wir eine Identität aufbauen auf etwas, was ich leiste. Und ich habe das mehrmals und ich muss immer noch aufpassen, dass ich nicht meine Arbeit als Fundament für meine Identität nehme. Das ist nicht, wenn ich das Gefühl habe, wenn ich jetzt super Predigt mache und alle können mir auf die Schulter klopfen und sagen, Simon, das war so gut gewesen, dass man mir nicht tief innen etwas macht und sagt, jetzt bin ich irgendwie ein besserer Mensch oder ich fühle mich viel besser. Das ist schön, das ist gut, ich bin froh, wenn es nicht schwierig ist zum Zuhören. Aber, oder auch im Gegenteil, wenn alle kommen und sagen, das war das absolute Mist gewesen, sage ich, ja, okay, da kann ich etwas lernen davon, aber ich möchte nicht, dass es mich im Kern von wer ich bin, anfängt zu verändern. Das ist bei mir so, ist in der Kirche so, eben, vielleicht, ich habe bei uns nicht das Gefühl, dass wir eine Kultur haben, wo man sich mega profilieren möchte oder alle möchten irgendwo da auf der Bühne stehen, irgend so etwas. Aber es kann mega schnell in so Sachen reinkommen, dass wir anfangen, eben in der Kirche rein. Oder unsere Rettung. Ist unsere Rettung ein Produkt von unserer Leistung? Sind wir gerettet, weil wir uns gut verhalten haben? Und die christliche Antwort ist, nein, das wissen wir alle, haben wir in der Sonntagsschule gelernt. Es ist Gnade. Oder? Der Luther hat gesagt, sola gratia, also nur durch Gnade sind wir errettet. Aber, nur weil wir es wissen in unserem Kopf, heisst es nicht, dass wir auch so leben und dass wir das wirklich immer glauben. Im Gegenteil, also, mir fällt es immer wieder auf, dass das Denken immer reinkommt, wenn es um meine Rettung geht, dass ich schon ein bisschen nachhelfen möchte oder schon ein bisschen möchte zurückzahlen. Der Paulus sagt im Epheser 2, sagt das ganz glasklar, da sagt er, noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistung, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Also Gottes Gnade ist basiert auf ein Geschenk. Es ist ein Geschenk von Gott und nicht auf unserer Leistung basiert. Es gibt eine andere Stelle im Philipperbrief, Kapitel 3, die lese ich euch jetzt nicht vor, aber wo der Paulus mit dem kämpft und sagt, hey, ich habe so viele Sachen zu bringen, die mir Leistungen, Sachen, die mich qualifizieren für die Gnade. Ich war so ein guter Pharisäer, ich bin beschnitten, ich habe all diese Sachen eingehalten. Und er sagt, hey, aber im Vergleich zum Geschenk von der Gnade von Jesus ist das, und er braucht das Wort, das ich noch nie auf der Bühne gesagt habe, also, ja, es ist als Müll übersetzt, aber es könnte einfach Scheiße, könnte er sagen. Es stinkt wie Kacke. All das, was ich leisten und bringen kann, und man sagt, hey, das ist das, was andere sich damit rühmen, im Vergleich zum Geschenk von der Gnade von Gott, ist es einfach etwas Grusiges. Es ist nicht etwas, wo ich stolz drauf bin oder mir möchte gross vor Augen behalten. Der Tim Keller hat mal gesagt, Identität
in Christus ist die einzige Identität, die dir geschenkt wird und du nicht dir musst erarbeiten oder dir musst verdienen. Jede andere Identität musst du dir irgendetwas leisten, etwas machen, dass du dazugehörst, dass du den Titel bekommst oder die Identität bekommst. Aber die Identität in Christus ist ein Geschenk, das wir von ihm bekommen. Und auch da können wir wieder das abbringen und sagen, es ist ja nicht so, dass wir einfach zurücklehnen und die Gnade sein, sondern ich bin grosser Fan von geistlicher Disziplin. Ich bin grosser Fan von alles hergeben für Jesus und sein Bestes probieren und eben zu leisten, aber immer als Antwort auf was Gott schon gemacht hat. Der Dallas Willard, einer von meinen Helden, ein Philosoph, der gestorben ist, aber hat mal geschrieben, Grace, auf Englisch übersetzt er gerade, Grace is not opposed to effort, but to earning. Also Gnade von Gott ist nicht gegen, dass wir uns anstrengen oder probieren oder leisten, aber es ist gegen Verdienen. Wir können uns das niemals verdienen, das Geschenk. Wir können nichts machen, um das rechtfertigen oder irgendwo uns das zu erarbeiten. Und dann kommen wir zurück zu der Frage von der Reihenfolge. Was ist denn die Reihenfolge? Das Leistungsdenken in der Gesellschaft ist, du leistest, das definiert deinen Wert und die Wert definiert deine Identität. Und ich glaube, bei Gott ist es genau umgekehrt. Ich glaube, das Leistungsdenken bei Gott ist, du kommst zuerst eine Identität über. Gott spricht Identität über dich. Das gibt dir einen Wert als Person, als Sohn, als Tochter. Und aus dem heraus können wir, ich sage jetzt mal, leisten. Können wir unsere Arbeit machen, können wir uns das Beste geben, können wir uns anstrengen, aber aus der Identität heraus. Und ich möchte gerne mit euch noch Jesus anschauen. Es ist immer eine gute Idee, um noch Jesus anzuschauen, oder? Wo Jesus getauft wird, wir haben jetzt gerade die Serie von Johannes dem Täufer abgeschlossen, aber in dem Moment, wo Jesus getauft wird, in Matthäus 3, Vers 16 bis 17, lesen wir Folgendes. In dem Augenblick, als Jesus nach seiner Taufe aus dem Wasser stieg, öffnete sich über ihm der Himmel. Und eine Stimme sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Und ich finde das cool, in Matthäus, Jesus hat bis jetzt noch gar nichts gemacht. Jesus ist als Baby auf die Welt gekommen und ist als Kind mit seiner Familie mitgereist, aber hat schon noch gar nichts geleistet. Jesus hat noch nichts gemacht, wo ihn qualifizieren zum besonders gross vor Gott stehen. Aber Jesus sagt, oder der Vater sagt über ihn, hey, das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Bevor er irgendetwas gemacht hat. Und das ist noch das Coole an der Taufe. Und vielleicht nochmal, der Marc hat es vorhin schon gesagt, wir 3 Wochen taufen. Aber in der Taufe ist ja zum einen deine Entscheidung, hey, ja, ich möchte Jesus nachfolgen, ja, ich möchte mein Leben mit ihm und für ihn leben. Und gleichzeitig ist es das Empfangen von dem Zuspruch von Gott, wo Gott sagt, hey, du bist mein geliebtes Kind, du bist meine geliebte Tochter, du bist mein geliebter Sohn. Und dieser Zuspruch passiert in der Taufe da bei Jesus. Und jetzt sagst du vielleicht, ja gut, das ist bei Jesus, oder? Ich meine, Jesus ist der Sohn von Gott. Logisch hat er ihm Freude, logisch sagt er, er ist ein geliebtes Kind. Im Johannes 1, Vers 12 bis 13 steht, all denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden es weder aufgrund ihrer Abstammung, noch durch menschliches Wollen oder Leisten, noch durch den Entschluss eines Mannes. Sie sind aus Gott geboren worden. Im 1. Johannes 3, Vers 1 bis 2 steht, seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen. Und wir sind es tatsächlich. Doch davon weiß die Welt nichts. Sie kennt uns nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Ja, liebe Freunde, wir sind Gottes Kinder. Wir sind es hier und heute. Und das ist erst der Anfang. Ich weiss, es klingt mega basic. Und ich wünschte, mir hätte etwas Krasses und Neues zu erzählen. Aber ich glaube, es ist mega kraftvoll, uns zu überlegen, hey, nehme ich meine Identität von meiner Leistung, von dem, was ich mache und kann machen und bringen, oder suche ich es in dem, was Jesus über mich sagt, in dem, was Gott über mich sagt. Der Zuspruch von ihm. Wir sind geliebte Kinder von ihm. Und die Gefahr ist so, als wenn man ein bisschen christlich sozialisiert ist, dass man das schon 1000-mal gehört hat und das fliegt ihm dann so über den Kopf.
nicht wirklich ins Herz. Aber ich glaube, ich möchte einfach heute Morgen einen Moment Zeit nehmen, um nochmal frisch mit dieser Aussage konfrontiert zu werden. Und wie ich gerade gesagt habe, das ist nicht etwas, was Gott, der Vater, nur über Jesus ausspricht, sondern wir lesen, dass er das über dich und über mich ausspricht und sagt und glaubt. Wenn wir unser Vertrauen auf Jesus setzen, dann sieht er uns als Kind Gottes, ein geliebtes Kind, und eine Freude daran hat. Und ich möchte einfach kurz einen Moment nehmen, schnell 1 Minute, 2. Und ich habe das Statement einfach persönlich gemacht für jeden von uns heute Morgen. Vielleicht kann man das Slide schon mal aufhören. Es steht einfach, Missy, du bist ein geliebtes Kind. An dir habe ich Freude. Ich möchte kurz 1 Minute Zeit nehmen und lies es mal 2-3 Mal durch als Text. Und dann du es mal anfangen zu verdauen als eine Zusage von Gott. Ein Zuspruch, den Gott dir möchte machen. Wenn ihr wollt, könnt ihr dann halt die Augen zumachen, könnt ein paar Mal durchlesen. Gebt euch Zeit für die Stille. Dann möchte ich ein paar Fragen stellen, die ihr könnt reflektieren darüber. Wenn ihr könnt ihr die Augen zumachen. Ich kann mir vorstellen, dass Gott, der Vater, euch anschaut und nicht verurteilend, sondern mit einem Blick voller Liebe, voller Annahme. Und dir und mir sagt, hey, du bist ein geliebtes Kind, du bist ein geliebter Sohn, du bist eine geliebte Tochter von mir, ich habe Freude an dir. Vielleicht ist deine Reaktion, dass du irgendwo, dass dir Sachen sind kommen, wo du sagst, ja, voll. Das glaube ich voll, weil ich bin ein guter Mensch. Vielleicht kommen alle Sachen sind, die dich qualifizieren, um geliebt zu sein. Alle Sachen, wo du sagst, hey, ja, da habe ich etwas zu zeigen. Und ich möchte dir einfach einladen, heute Morgen das Gott herzulegen und sagen, hey, weißt du, nichts von dem ist der Grund, dass du mich liebst. Nichts von dem kann es jemals verdienen, dass du mich liebst. Vielleicht hast du eine andere Reaktion, vielleicht hast du auch ganz viele Gedanken, Zweifel, wo du sagst, nein, Gott kann mich nicht lieben. Und dann kommen Sachen sein, die dich disqualifizieren, Sachen, wo du sagst, wo du das Gefühl hast, die Leute sprechen, die dagegen sprechen. Und dort möchte ich dir einladen, hey, das ist nicht basiert auf deinem und meinem Verhalten, nicht auf unserer Leistung, sondern auf seiner Gnade. Dass er das dir und mir möchte zusprechen. Gib es Gott ab. Ja, Vater, ich danke dir vielmals für diesen Zuspruch. Danke, dass du das wirklich glaubst, dass du das wirklich denkst über uns, dass du uns anschaust, dass du uns liebst. Ich danke, dass wir nicht etwas dazu beitragen müssen, dass wir unser Schaffen, unser Leisten, unser Anstrengen nicht müssen irgendwo herbringen, um die Liebe zu verdienen, sondern dass du uns einfach liebst. Dass du Freude an uns hast. Und ich bete wirklich, dass wir unsere Identität, wer wir sind, auf dem aufbauen, nicht auf dem, was wir aus eigener Kraft uns erbauen können,
Das ist alles zerbrechlich. Das ist alles Zeug, das in einem Moment wegbrechen kann. Aber du und deine Zusage, die verhebt. Und das glauben wir. Was du gemacht hast durch Jesus Christus, das ist ein Fundament, wo wir darauf aufbauen können. Und ich bete, dass wir unser Leistungsdenken bei dir ablegen, dass wir einfach frei werden, dass wir Lasten loslassen und wissen, du liebst uns. Ich bete, dass wir da, wo wir unterwegs sind, beim Arbeiten, in unserer Familie, Quartier, dürfen wir nicht irgendwo Anerkennung und Liebe oder Identität suchen, in dem, was andere über uns denken oder glauben, weil wir etwas leisten. Und wirklich dürfen erfrischend sein in unserem Umfeld, Jesus, weil wir auf dir aufgebaut sind, Jesus. Ich danke dir, Herr. Amen.